Möchten wir einen Knödel oder eher doch einen Schmerzschmied, sage ich schon, einen Schwertschmied natürlich. Ja, willkommen zurück zu Witcher 3 Wild Hunt. Lass mich doch mal einen Knödel versuchen. Lecker. Freut mich. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ja, wir haben noch die Sache mit dem Schmerzschmied. Ich suche einen guten Schwertschmied. Kennst du einen? 3 Schwerter auf dem Rücken? Ist das nicht etwas reichlich? Netter Scherz. Im Ernst. Schmiedest du noch Schwerter? Selten. Ich mache jetzt den Knödel. Muss von irgendwas leben. Aber ich vermisse Hammer und Amboss und Blasebalg. Wenn dieser verwünschte Van Horn nicht wäre. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich werde einen Hexer nicht mit Knödeln langweilen. Komm, ich zeig dir was. Okay. Alter, was ein Schwert. Umfangreiche Sammlung. Erstklassig obendrein. Danke. Die habe ich als Andenken behalten. Verdammt schade, dass du keine mehr schmiedest. Ich würde meines gerne durch diesen Stahltyp ersetzen. Jemand mit deinen Fähigkeiten, wieso zum Henker knetest du Knödelteig? Es mag dich überraschen, aber Knödel werfen mehr ab. Sie sind auch viel sicherer. Keine Händler, die verschwinden oder als Krüppel enden. Verstehe. Da kontrolliert wohl jemand Novigrads Schmiedemarkt. Offiziell nicht, aber der ganze Nachschub geht durch Ernst van Horns Hände. Der oft genug Karten mit Hacker spielt, heißt es. Hast du versucht zu verhandeln? Mit Van Horn? Du scherzt wohl. Das ist ein herzloser Bastard. Spiel nach seinen Regeln und bezahl ihn, oder verschwinde aus dem Geschäft. Verstehe. Ich will mich nicht beschweren. Knödel haben sich als wunderbare Einkommensquelle erwiesen. Es ist nur... Tja. Du vermisst die Hitze des Schmiedefeuers. Hast du versucht, deine Rohstoffe woanders zu bekommen? Diese Unterwelthalunken kontrollieren alle Quellen. Wie soll ich mit denen reden? Würdest du mir helfen? Na, aber hallo, wer weiß, was noch alles für uns rausspringt. Ich soll dir bei der Rohstoffbeschaffung helfen? Wie denn? Begleite mich zu einem Treffen. Als Leibwächter. Das steigert mein Selbstvertrauen. Um ehrlich zu sein, vor kurzem habe ich versucht, Eisenlieferungen mit einem Mann vom Bettlerkönig auszuhandeln. Ja, der König würde kein Embargo dulden, das Hacker verhängt hat. Er hat einen unverschämten Anteil des Profits verlangt. Ich dachte, du könntest mir beim Nachverhandeln helfen. Nicht umsonst. Bestimmt können wir uns auf eine Summe einigen. Darf ich mir auch was aus deiner Sammlung aussuchen? Vergiss den Schrott. Ich schmiede dir ein Schwert, mit dem du Götter töten kannst. Ich weiß nicht, ob ich was mit den Unterweltlern zu tun haben will. Ich brauche dringend deine Hilfe. Van Horn müsste eigentlich Van Hurensohn heißen. Er braucht eine Lektion. Ich wäre dir für immer dankbar. Plattenrüstung? Sie ist dein. Lieber ein Katapult oder Tribok? Gut, vereinbare ein Treffen. Wunderbar. Treffen wir uns beim Kran an den Docks, wenn es dunkel ist. Alles klar. Klingt doch schon mal sehr, sehr geil, Freunde. Zum einen mal eine neue Quest und zum anderen halt etwas, was uns sicher noch sehr, sehr hilfreich sein wird. Alter, das wird sicher eines der besten Schwerter im Spiel sein. Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wird sicher ein geiles Schwert sein. So, jetzt aber weiter mit Sultan nach Sonnenuntergang im Eisvogel. Erstmal dorthin und dann muss man ein bisschen meditieren. Es sind noch ein paar Stunden bis dahin und wie gesagt, mit einem anderen Geldtrick, ich weiß gar nicht mehr, welcher Händler ich da irgendwie noch aufsuchen müsste. Es ist vermutlich einer von denen hier, glaube ich zumindest mal. Da müsste auch einer mit dem hier sein, irgendwie etwas, aber wir sehen das alles noch. Kann ich irgendwo nachschleifen? Sieht nicht gerade so aus.
Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Oh, mal gucken, wa? Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Kriegst du das hin? Zutaten fehlen, das wird gehen, ist sogar der richtige. Wieso eigentlich nicht, wa? Wenn wir alle Zutaten haben. Stumpfer Armbruststolze macht viel mehr Damage, geil. Jetzt das hier fehlt mir noch. Explosiver Puls, ein Silberschaden. Ist sicher künftig noch etwas zum, naja. Sich halt überlegen. Was haben wir hier noch für eine Zutaten? Falscher Handwerker, war ja klar. Gut, das sind schwächere Dinge, wie ich gerade sehe. Die werden noch geil. Kann ich schon Kürnass. Falscher Handwerker, toll. Sehe ich das eigentlich irgendwie, ob das ein richtiger Handwerker oder so ist? Wäre sonst ein bisschen doof. Reparieren wir mal den ganz kurz. Der ist ausgerüstet. Der ist gut wegen 1%, naja. Der ist nicht ausgerüstet, von dem her lassen wir das. Also 1% kann er ruhig lassen. Und nimmt noch ein bisschen Kohle. Ja, den Rest sparen wir später auf. Jetzt weiter mit Sultan. Bis dann. Ja, so, würden wir jetzt behaupten. So schlecht sind wir gar nicht dran, Freunde. Sie haben mich betrogen. Sag mal eine andere Frage. Dieser Eisvogel, wo ist denn der? Achso. Nach Sonnenuntergang. Hier hätten wir sogar eine Schnellreise. Okay. Tja, ich schätze mal, Sonnenuntergang wäre... eigentlich hier, war 18 Uhr. Gut, nach Sonnenuntergang ist noch nicht nach, aber naja. Oh, eine Kneipe. Kneipenschlägerei vielleicht? Ja, meine Nase juckt, scheiße. Entschuldigung für den Kraftausdruck. Darunter komme ich auch noch. Ups, aber klar. Okay, gehen wir rein, wa? Schönen guten Tag. Ah, schon da. Los, suchen wir uns ein paar Arschgestelle. Geht bald los. Arschgestelle? Aha, ein paar Stühle. Am Pfad meiner Narben ruht deine Hand, den Sternen zuwider in Ewigkeit verbunden. Öffne die Wunden und heil sie wieder, bis sich unser Schicksalswehres Muster bildet. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere süßer Flieder. Im Traum seh ich rabenschwarze Locken, deine Veilchenaugen von Tränen nass. Der Wolfsspur nach folge ich in den Schneesturm, dein Sturm
schmilzen. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich rabenschwarze Locken, deine Veilchenaugen von Tränennass. Ich frage mich, ob du mein Schicksal bist oder ob der Zufall uns zusammenführte, als ich den letzten Wunsch hervorbrachte, wurdest du gezwungen, mich für immer zu lieben. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich rabenschwarze Locken, deine Veilchenaugen von Tränennass. Alter, deine Stimme, ey. Den kenne ich. Ups. Der hat in Weißgarten ein paar temerische Jungs umgebracht. Ruhe, Weib! Wir sind hier, um Musik zu hören. Ein Mörder? Es herrscht Krieg. Da sterben manche Leute. Oh, bitte, diskutiert das woanders aus. Wieder Zank und Schlägereien. Ich dachte, das wäre ein anständiges Etablissement. Wie Das sagt der ich Richtige. kenne, hat er den Hals riskiert, um irgendwem den Arsch zu retten. Zu retten? Er hat Leute ermordet. Lass dich nicht provozieren. Dort ist die Tür. Klärt das draußen. Komm. Ich will Musik hören. Musik! Kultureller Mittelpunkt der Welt. Dass ich nicht lache. Darf ich vorstellen? Das ist Priscilla, auch bekannt als Calonetta. So liebreizend wie talentiert. Und das... Ist Geralt von Riva, ich weiß. Rittersporn hat mir viel von dir erzählt. Und ich habe mit angehaltenem Atem zugehört. Sei nicht überrascht. Mir ist kein passenderes Thema für eine Ballade eingefallen, als die Liebe eines Hexers zu einer Zauberin. Oder sollte ich sagen, zu Zauberinnen? Die ist ja gut informiert. Anscheinend hat dir Rittersporn meine Geschichte genauestens erzählt. Sogar Persönliches und Unwichtiges. Hat er auch was über sich erzählt, wohin er beispielsweise unterwegs ist? Ausgezeichnet, sehr lustig, wirklich. Na dann, bis später. Hä? Nicht hier. Kommt mit. Okay. Gibt es einen Grund für diese Geheimniskrämerei? Ja, einen guten. Als ich Rittersporn zuletzt gesehen habe, plante er einen Einbruch in Sigirolfens Schatzkammer. Du heilige Scheiße. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ja, das musste so kommen. Rittersporn bricht in eine Schatzkammer ein. Hätte gedacht, dass er eher das Zölibat vorziehen würde. Stimmt, als er mal vergessen hatte, seinen Wein in Passiflora zu bezahlen, lag er die nächsten 3 Nächte wach und zerbrach sich den Kopf. Hast du eine Idee, was ihn da geritten hat? Hat er irgendwelche Schulden? Er hat behauptet, er würde jemandem helfen. Eine dringende Sache, die nicht warten könne. Dieser jemand, hat Rittersporn einen Namen erwähnt? Nein, aber so wie ich Rittersporn kenne, hat er ihren Namen nicht erwähnt. Genauso wenig ihre schlanke Taille und ihren drallen Busen. Du sprichst zufälligerweise über Ciri vermutlich, also über seine Ziehtochter, also
Wobei, wir haben Ciriel gesehen und von dem her so falsch liegt sie auch nicht. Reuven, wie ist er so? Groß, fett und extrem gefährlich. Er zieht beim Gehen das linke Bein nach. Klingt nach einem lahmen Felstroll. Wenn Trolle teuflisch schlau wären und ein Gespür für Verbrechen hätten, dann ja. Verstehe, fett aber schlau. Lass mich raten. Der Einbruchsversuch ist misslungen. Nun, er ist nicht mit einer goldenen Kutsche voller Juwelen vorgefahren. Sieht also danach aus. Ich habe überall nach ihm gefragt, aber in der Stadt macht keiner den Mund auf. Konnte nur rausfinden, dass er im Versteck von Hurensohn Junior für Ärger gesorgt hat. Die Männer von Hurensohn haben ihn durch die ganze Stadt gejagt. Hurensohn Junior. Nie gehört. Das größte Arschloch in Novigrad. Nicht wörtlich gemeint, aber... Verstehe. Du magst ihn nicht. Was hat er dir denn getan? Wohl eher der ganzen Stadt. Er ist einer der 4 Unterweltbosse der Stadt. Die anderen sind Sigi Reuven, Hacker und der Bettlerkönig. Dieser Halunke, wenigstens hat er nicht auch den ehrwürdigen Kult verärgert und mit in die Sache gezogen. Dann säßen wir tief drin. Ich glaube, wir sitzen schon tief genug drin. Verdammt. Hoffentlich übersteht Rittersporn das alles lebend. Und unverletzt. Weißt du, was sie Baden antun? Sie brechen ihnen die Finger oder reißen ihnen die Zunge raus. Oder beides. Keine Sorge, ich hole ihn da raus. Ich muss mit Hurensohn sprechen. Und Sigi Reuven. Weißt du, wo sie zu finden sind? Beim Hurensohn weiß ich's nicht. Aber Reuven hat ein Badehaus. Pass aber auf, er ist gefährlich. Ich auch. Das bezweifle ich nicht. Aber Rittersporn ist es nicht. Ich flehe dich an, beeil dich. Und sag mir, sobald du was erfahren hast. Alles klar, liebste Priscilla. Ich gehe wieder ins Rosmarin. Ja, mach Ich das. muss Puschel füttern. Und dann heißt es abwarten, ob unser Vögelchen nicht von alleine wiederkommt. Pass auf dich auf. Dankeschön. Priscilla. Wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Stimme. Uiuiui, bin mal gespannt, wie lange die gebraucht haben, so einen Synchronsprecher zu finden, der auch so singen kann. So, genug davon. Wow, 800 Punkte, das ist halt wahnsinnig. Ja, wenn man sagen, trotzdem wieder mal mich ein bisschen ausrüsten. So, ich habe bereits einen neuen Point frei. Muss mal kurz gucken. Stufe 10. Wie geht es mit dem nächsten weiter? Stufe 12 erst. Okay. Mache ich gleich mal das Ganze voll mit blauen. Also spiele natürlich, mache ich auf Zeichen. Aber nicht auf den, weil wäre ein bisschen hirnrissig. Ich gehe, glaube ich, jetzt ein bisschen auf Feuer. War Rüstungsschmelze. So, jetzt kann ich nachher den Rest auch noch machen, aber nur ein Zeichen, dummerweise. Aber was soll's? Kann ich das hier noch ausrüsten? So, Zeichendensität plus 20%. Krass, wa? Ja, statt 5, wenn ich hier halt alles grün hätte, würde die Vitalität, ja, vermutlich 200 war, sogar erhöhen. Krass. Mach ich den ersten Stufen hier alles? Aktiver Shield, explodierender Shield, die kann ich eigentlich alle kombinieren. Also Spiel kann ich hier alles voller Dreier haben, das wäre ja was. Ja, also nicht voller Dreier, also, ihr versteht schon. Mann. Finde Junior. Übrigens, wie viele Schimpfworte sind in diesen paar Tagen schon gefallen? Ich hoffe, es gibt keinen Strike. Kann ich mir nicht leisten, beim besten Willen. Abgesehen davon ist ein Let's Play, also ja, du mir auch. Ich meine, ich kann ja nichts dafür. Ja, ich bin nicht derjenige mit der blumigen Aussprache. Geh mir alle aus dem Weg. Mit Sigi Reuven, also dem, naja, wohlgeformteren, wa? Servus. Sind wir noch nicht nachts? Ja, ich überlege noch irgendeinen anderen, wegen dem Schmied. Ich meine, das pressiert, also pressiert sogar schon, ja. Schweizerdeutsch, toll. Das beeilt ja nicht, von dem her kann ich das eigentlich auch später machen. Das Badehaus. Sieh mal an, die Pflanzen oder was? Ist da jemand? Aufmachen. Ja, Geralt sehr elegant. Druckwelle vielleicht? Was soll der Krach? Das Badehaus ist geschlossen.
Ich muss mit dem Besitzer reden. Ich weiß, dass er da ist. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Er ist schrecklich beschäftigt. Ich auch. Sag ihm, Geralt von Riva will ihn sprechen. Kann nicht versprechen, dass Herr Rolven Zeit für dich hat. Wollen wir wetten? Na schön, ich werde es versuchen. Einen Moment. Tja, bei dem Namen Geralt von Riva. Siggi Rolven bittet dich höflich zu sich. Ich bin Happen. Ein Happen. Okay. Das Treffen findet in den Bädern statt. Wir gehen durch die Umkleide, da kannst du deine Sachen lassen. Dann los. Bitte mit Tuch, ja. Also ich weiß, gewisse Zuschauerinnen würden sich das anders wünschen, aber Deiner Ausrüstung passiert nichts. naja. Vermutlich muss ich noch einige schneiden. Ja, gut, das kann man so lassen. Alter, wie der vernarbt ist, hey. Gut, ich weiß, es war zu Beginn des Let's Plays auch schon, aber trotzdem. Die ganzen Kratzer auf dem Rücken hier vorne. Wunderbar. Siggi Rolven wartet nebenan. Als wäre er, naja, als hätte er schon mit einigen Frauen zu tun gehabt, die es gerne ein bisschen wilder hätten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hey, Weißer. Netten Arsch hast du da. Hast recht gehabt, er wird nicht rum. Ja, danke schön. Hm. Wie können die meinen Arsch so gut durch das Tuch hindurchsehen? Naja. Und Junior hat ihm die Hand abgeschnitten und ihm befohlen, sie der Leiche in den Arsch zu schieben. Dann hat er die Leiche zurückgeschickt als Hand ausgestreckt im Frieden. Mal genug geredet. Die verschwendete Zeit. Die Angelegenheit ist einfach. Hurensohn hatte eine Einladung und ist nicht gekommen. Ganz ruhig, Hacker. Hurensohn Junior ist ein toter Mann. Mein Sekretär schickt euch eine Nachricht. Du hast keinen Sekretär. Und wir eliminieren Junior nur dann, wenn alle von uns einverstanden sind. Rolven, dein Gast. Verdammt, warum hast du den hier reingelassen? Weil ich mit ihm reden will. Das ist Geralt von Riva. Gut, dich wiederzusehen. Wie immer weiß ich von nichts, verflucht. Wer zum Teufel bist du? Geht dich nichts an, ist glaube ich ein bisschen zu unfreundlich, deswegen, naja, mal die rechte Tour. Ich bin ein Hexer. Probleme mit den Röhren? Nein, das ist unter Kontrolle. Geralt ist ein Freund von früher. Obwohl... Eindringlinge. Sie haben sich ins Badehaus geschlichen. Mehrere Männer. Wovon zum Teufel spricht er? Ein verdammter Wahrsager? Mörder! Bitte nicht! Verfluchte Scheiße, ich hab's gewusst. Irgendwelche Waffen versteckt? Nur ein paar. Erste Klopperei mit blankem Schniedel. Ah! Ja, will ich nicht sehen. Du wirst es nie lernen. Ihnen klappt es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Der Vorteil ist, mir ist scheißegal, ob die Waffen überhaupt durchhalten. Gut, Text kann ich trotzdem. Was? Wir brauchen einen lebendigen. Ich will dich Reißt euch zusammen, Jungs! Jetzt!
So, das war's. Finde Junior... was? Gute Arbeit, die Herren. Tut mir schrecklich leid. Meine Sicherheitsvorkehrungen haben versagt. Ich untersuche noch, wer, wie und warum. Das war Hurensohns Abschaum. Untersuchung des Wer und Wie beendet. Fang nicht wieder damit an. Vor allem nicht vor unserem Gast. Wer hier reingeplatzt ist, direkt bevor sie angriffen. Zufall? Warum bezweifle ich das? Geben wir ihm eine Chance, sich zu erklären. Tja, das könnte schwierig werden. Ich suche nach Hurensohn Junior. Interessant. Was willst du von ihm? Junior soll mir helfen, jemanden zu finden. Hurensohn hat sein ganzes mieses Leben lang noch keinem geholfen. Ich bitte ihn höflich. Siehst du, Hacker, wenn du Junior nicht Onkelficker genannt, sondern höflich gebeten hättest, dann wäre er heute vielleicht gekommen. Meine Herren, habt ihr den beschissenen Verstand verloren? Was ist das für ein Kaffeekränzchen? Hurensohn macht Jagd auf uns. Die wird irgendwann erfolgreich sein. Wir müssen ihn zuerst töten. Aber bitte, hockt ihr hier im Wasser, furzt und guckt den Blasen beim Aufsteigen zu. Ich schick meine Jungs derweil in Hurensohns Verstecke. Sollen Krach schlagen, den Wichser aufscheuchen. Und du? Uralt, oder wie auch immer du heißt, du willst Hurensohn finden? Finde erstmal mich. Immer wieder nicht so einen, naja, so einen freundlichen kleinen Mitbewohner kennenzulernen. Ich muss Hurensohn finden. Sieht aus, als müsste ich auch noch schneller als Hacker sein. Hacker wird ihn nicht so schnell finden. Junior kann sich gut verstecken. Er besitzt Bauernschleu. Sieh an, so spät schon. Viel Glück bei der Suche, Hexer. Ich komme morgen vorbei, Francis. Dann reden wir weiter. Ziehen wir uns vielleicht mal an? Sicher, natürlich. Dann reden wir. Unter uns. Was für ein Chaos. Hätte nie gedacht, mich darüber zu freuen, den Mann zu sehen, der für meine häufigen Bäder verantwortlich ist. Wenn du dafür sauberer bist, hat sich der Knöchelbruch doch gelohnt. Er heilte sehr schlecht. Kein Witz. Ich muss ihn wenigstens 6-mal pro Tag in heißem Wasser einweichen. Und wenn nicht, pocht er wie die Turmuhren von Beauclair zu Sonnenuntergang. Tut mir leid, das zu hören. Es tut dir leid. Dann hat sich's ja geklärt. Jetzt zeig etwas Mitgefühl und dann werde ich bestimmt wie durch ein Wunder gesund. Hör zu, Rolfen. Oder eher Dijkstra, da ich nicht in Stimmung für deine Decknamen, Passwörter und anderen Mist bin. Ich bin wegen einer bestimmten Sache hier. Wenn du zuhören willst, dann hör zu. Sonst erspar mir deine Witze und schmeiß mich gleich raus. Klar. Wo drückt der Schuh? Sprich. Denkst du, Hacker wird Hurensohn finden? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird er die halbe Stadt abfackeln. So eine Verschwendung. Lass ihn, sage ich. Arbeite allein. Irgendwelche Ideen? Es gibt ein paar Viertel, in denen Junior Rückhalt hat. Dring da ein und sieh dich um. Aber sei diskret. Spar dir jedes Gewüte und Gefuchtel mit deinem Stahlpimmel. Alles klar. Ist sicher sinnvoll, sich erstmal umzuhören. Junior mag untergetaucht sein, aber er braucht Geld. Er kann ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Glücksspiele. So macht er sein Geld. Junior kontrolliert die größte Spielhölle der Stadt. Werde nie vergessen, wie Hierarch Hemmelfahrt da mal randaliert hat. Hatte einen Rubinring gesetzt und verloren. Außerdem gibt es noch die Arena unter der Stadt. Man kann mit Wetten fast so viel machen wie mit dem Casino. Ständig werden da neue Muskelprotze angeheuert. Hurensohns Haus könntest du auch durchsuchen. Obwohl du ihn da kaum finden wirst. Aber vielleicht einen Hinweis. Wo ist Juniors Casino? Bei den Türmen der Tempelwache. Offiziell hat Hurensohn nichts mit dem Casino zu tun. Also pass auf, was du sagst. Du solltest keinen Verdacht erregen. Die Arena klingt vielversprechend. Wo ist sie? In der Kanalisation unter Gildorf. Aber du musst durch die Scherben rein und den Gestank der Armut ertragen.
Tja, Junior liebt gute Kämpfe. Sicher gäbe er was drum, einen echten Hexer in Aktion zu sehen. Du sagst, Hurensohn hat ein Haus. Wo ist das? Das ist ein solides Steinhaus auf der Tempelinsel, einmal über die Brücke. Aber da findest du ihn wohl kaum. So dumm ist Junior nicht. Mal sehen, ob ich Hurensohn im Casino oder in der Arena finde. Mit Hacker könnte ich auch mal reden. Mach, was du meinst, aber sei vorsichtig. Hurensohn rechnet zweifellos mit Rache. Danke für die Hilfe, Dijkstra. Verschwinde einfach, Hexer. Und wenn du den schmierigen Bastard nicht finden kannst, komm zu mir. Ich kenne ihn. Ich lass mir was einfallen. Hör mal, Rittersporn ist verschwunden. Weißt du vielleicht, was mit ihm passiert ist? Das, was mit jedem passiert, der Junior auf die Füße tritt. Das heißt? Er wird umgarnt von hübschen Jungfrauen, die ihn mit Schaumwein und Pasteten verwöhnen, die mit Nachtigallzungen gefüllt sind. Na komm, Geralt. Was wird mit ihm passiert sein? Bestimmt liegt er am Grund des Pontar, die Hände mit den Saiten seiner Mandoline gefesselt. Laute. Von mir aus kann er auch mit einer gottverdammten Posaune dort unten verfaulen. Du hast nicht zufällig ein Hühnchen mit Rittersporn zu rupfen, oder? Natürlich habe ich das. Meinst du das ernst? Todernst. Rittersporns neues Sonett. In der zweiten Strophe benutzt der Arsch ein Couplet statt eines umschließenden Reims. Du kannst dir denken, was das für eine Beleidigung für einen Poesiekenner wie mich war. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Das habe ich ernst gemeint. Ich auch. Ich habe keine Zeit, mir über deinen wollüstigen Freund den Kopf zu zerbrechen. Hab genug eigene Probleme. Probleme, bei denen du mir vielleicht helfen kannst. Und wenn du das tust, könnte ich geneigt sein, nach Rittersporn zu fragen und rauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Das war ja sowas von klar. Moment mal, Leute, habe gerade keine Zeit, deswegen, vielleicht später. Ich habe im Moment keine Zeit. Dann komm wieder, wenn du welche hast. Ja, gute Idee. Gut, Freunde, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Nächstes Mal geht es hier weiter und dann hoffentlich finden wir ein paar mehr Hinweise und ja, auch Junior oder vielleicht ihn hier ein bisschen helfen, wie auch immer. Und ja, bis dahin, tschüss.